Hallihallo und herzlich willkommen, ihr lieben Leute da draußen. Herzlich willkommen zum Stream, zu einem Special Stream. Heute am Freitag, den 14. haben wir heute. Wir haben es schon ein bisschen angeteasert, dass wir heute ein kleines Interview haben. Zwar ein ganz spezielles. Warum spreche ich Hochdeutsch? Heute ist Hochdeutsch, irgendwie Hochdeutsch ein bisschen, weil den guten Partner, den wir dabei haben, der kommt aus Österreich. Und damit wir uns natürlich gut unterhalten können und auch verstehen, was wir da so quatschen, machen wir das Ganze auf Hochdeutsch. SCTLC, herzlich willkommen. Schon mal die ersten Leute da freuen wir uns natürlich. Und dann würde ich sagen, ich gucke mal, ob das alles funktioniert und begrüße bei mir den Clemens. Hallo Clemens. Ja, hallo. Hallihallo. Sehr schön, hast du es sehr geschafft. Ja, danke vielmals, dass du der Einladung auch gefolgt bist. Und mit uns heute ein bisschen die Zeit vertreibst und wir ein bisschen über Brettspiele quatschen, vor allem auch über deins, ne? Bevor wir dazu kommen, möchtest du dich mal kurz vorstellen, dann wissen die Leute ein bisschen Bescheid. Ja, also ich bin der Clemens aus Österreich, genauer gesagt aus Salzburg. Und ja. Spieleentwickler, Brettspieleentwickler. Genau, Brettspieleentwickler, bin IT-Projektleiter, habe Psychologie studiert, also einmal alles. Einmal alles querbeet. Wow, okay. Das wird spannend heute. Ich hoffe, ich kann da intellektuell mithalten. Nee, wird alles easy peasy natürlich. Liebe Leute, wenn ihr was zu melden habt, puncto Lautstärke und so weiter, Qualität, könnt ihr gerne währenddessen schreiben. Und natürlich auch, wenn ihr Fragen habt zu dem Clemens, und zu seiner Arbeit, nicht IT und nicht Psychologie bezogen natürlich, nur Brettspiele werden wir heute diskutieren, könnt ihr die jederzeit sehr gerne in den Chat stellen, die wird man natürlich einfließen lassen. Lieber Clemens, du bist bei uns, weil wir von dir ein Brettspiel einerseits bekommen haben, den Prototypen nämlich von Magical Friends and How to Summon Them und andererseits natürlich, weil du der Kopf dahinter bist. Kannst du uns vielleicht mal so zum Einstieg erklären, wo es denn da eigentlich so darum geht? Also bei Magical Friends and How to Summon Them ist man einer von bis zu 5 Magiern, also 2 bis 5 Spieler, die versuchen wie jedes Jahr den Midsummer Contest zu gewinnen. Dieses Mal ist es allerdings so, dass man beim Midsummer Contest so viele Freunde wie möglich mit zur Taverne bringen soll. Tja, da, wie wir alle wissen, die Magier und Hexen natürlich Eigenbrötler sind und in ihrem Magierturm und Hexenhäuschen leben, müssen sie da ein bisschen zusätzliche Freunde herbeizaubern, also ein bisschen schummeln. Das heißt, sie beschwören jede Runde magische Kreaturen, mystische Kreaturen, hängt ihnen ein Lebkuchenherz um, weil das ist ja das international anerkannte Zeichen wahrer Freundschaft, das wissen wir alle. Natürlich. Und schickt sie zur Taverne. Die Kreaturen haben alle eigene Fähigkeiten, es gibt insgesamt 50 unterschiedliche. Man baut während dem Spiel immer kleine Kombos zusammen, die meistens nicht recht lang anhalten, weil sie entweder in die Taverne kommen und feiern oder weil sie einfach frühzeitig aus dem Rennen fliegen, weil sie wer anderer rausgeworfen. Okay. Es ist ein enger Spielplan, man kämpft sich eigentlich durch die anderen Monster und ja, es ist ein sehr besonderes Spiel, wie man auf dem Bild sieht. Es sind viele Standys und es hat auch wirklich so viel Liebe ist damit reingeflossen. Wir konnten es eben mit dem Prototypen, den du uns freundlicherweise zugeschickt hast, auch schon Test spielen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es hat so viele von den kleinen Miniaturen, die natürlich angelehnt sind an die ganzen Fantasy-Kreaturen, irgendwelche Folklore. Natürlich sind da auch ein paar Figuren drin, die man aus Lizenzgründen jetzt nicht vergleichen dürfen. Nee, also so Meerjungfrauen sind natürlich gehen natürlich. Ich sag mal, die Haarfarbe ist schon, hast du dich inspirieren lassen? Oder die Künstlerin zumindest, oder? Irgendjemand hat Irgendjemand hat das natürlich schon. Aber man kann ja Inspirationen auch nicht einfach ja, genau. Aber das hat auch so viel Spaß gemacht, dass eben auch so, dass man gemerkt hat, das ist vielleicht, könnte vielleicht die oder das sein, ja. Absolut. Ja.
Okay, lieber Clemens, dann machen wir doch mal dich wieder ein bisschen größer. Da sehen wir sogar noch kurz im Hintergrund die beiden anderen Künstlerinnen, Vanessa und Hannah, die mit dir das entwickelt haben oder beziehungsweise die das visualisiert haben für und mit dir. Aber du bist ja eben nicht nur Brettspielentwickler, du hast kurz am Anfang so angetönt, beruflich hast du eigentlich gar nichts mit dem am Hut, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau, ich habe in der IT gestartet, habe dann einmal später dann doch nur ein Psychologiestudium auch abgeschlossen und nach dem abgeschlossenen Studium habe ich mir einfach gedacht, jetzt oder nie. und habe mir halt dann vorgenommen, okay, dieses Brettspiel mache ich jetzt und war auch zwei Jahre selbstständig damit. Nachdem der erste Kickstarter leider nicht den ganzen Erfolg erreicht hat, den der erhofft war, haben wir das Ganze nur mal ein Jahr verlängert und einen zweiten gemacht. Und dadurch, dass sich das alles so gezogen hat, habe ich dann auch wieder einen weiteren Job angenommen. Aber 2 Jahre Vollzeit habe ich schon dran gearbeitet. Das ist schon nicht zu wenig. Was denkst du denn, es war schwierig bei Kickstarter Erfolg zu haben, weil momentan da zu viele Projekte laufen oder woran hat es gelegen? Ja, also generell habe ich den Eindruck, dass es auf Kickstarter jetzt schon ein bisschen einen Umschwung gibt. Also zum einen glaube ich, dass auch schon viele rüberwandern zu GameFound, weil GameFound eben auch recht interessant ist mittlerweile und einige Vorzüge haben. Vor allem GameFound ist halt auch moderner mittlerweile, also bietet einige Feature, die Kickstarter einfach nicht mehr bietet. Ja. Und ja, es ist halt, ich habe den Eindruck, dass auf Kickstarter mittlerweile schon auch viele Firmen ein bisschen dominieren, weil natürlich da regelmäßig dann wieder neue Produkte von größeren Firmen, die schon jeder kennt, daherkommen. Dann ist halt einfach mal schnell das Kickstarter-Budget aufgebraucht. Ja. Und dann nimmt man doch lieber noch das, wo ich einfach weiß, oh, da habe ich schon ein tolles Spiel und ich will das nächste auch sehen. Wie probiere ich jetzt das neue Spiel von diesem neuen Entwickler aus? Ja. Wo ja eigentlich die Idee des Crowdfunding mehr herstammt, als wie für Firmen, die es einfach nur zu ihren eigenen Marketingzwecken verwenden. Klar, aber dann hat jetzt das alles trotzdem geklappt, weil es ist bei uns auch auf dem Shop. Hast du denn dieses Mal was anders gemacht als das letzte Mal? Ja, also die Sache ist, es ist auch nicht so viel mehr geworden dieses Mal von den Bäckern im Vergleich zum Jahr davor. Allerdings habe ich ein paar Sachen anders gemacht, gerade was die Stretch Goals betrifft. Also jetzt ist wirklich eigentlich alles drinnen im Spiel, das ich auch wirklich im Spiel haben möchte. Ja, okay. Genau. Und was diesmal auch noch dazugekommen ist, es ist ja dann nicht nur die Kickstarter-Kampagne gewesen, sondern wir haben dann noch so eine kleine Spieleoffensive-Kampagne dran gehängt, wodurch dann auch noch die zusätzlichen Magierfähigkeiten dazugekommen sind, weil die sind richtig, richtig beliebt gewesen. Die machen das auch ein bisschen noch spritziger und geben noch ein bisschen mehr Abwechslung auf alle Fälle. Ja, schon. Also es ändert auf jeden Fall ein bisschen den Spielstil. Tatsächlich für den Wiederspielbarkeitswert ist es gar nicht nötig, weil ich weiß nicht, wie oft ihr es jetzt schon gespielt habt, aber mit 50 unterschiedlichen Kreaturen, wo man im Verlauf des Spieles 7 beschwört und einem austauschbaren Spielbrett, da ist der Wiederspielbarkeitswert schon riesig. Ja, wir haben natürlich immer mal wieder Spiele zum Ausprobieren. Das hier haben wir jetzt leider bislang nur einmal gespielt, aber ich konnte es natürlich nicht lassen und musste die anderen Figuren, also die Aufsteller und die Karten noch mal angucken, was da eigentlich noch so kommt. Und ich warte eigentlich nur drauf, dass wir alle noch mal Zeit haben, um Magical Friends and How to Summon Them zusammen zu spielen. Natürlich ist der Stapel schon wieder groß von den anderen Spielen, die noch warten, aber ich möchte eigentlich hier mal wieder eintauchen, weil das erste Mal ist ja immer kein Mal bei Brettspielen. Da hat man so die Grundmechaniken ein bisschen verstanden, aber so richtig blickt man noch nicht durch. Aber trotzdem hat man vielleicht die Faszination schon ein bisschen begriffen, wenn es ein gutes Spiel ist, und das ist bei dir der Fall. Aber ja, gerade bei Magical Friends ist es eben so, es gibt halt sehr viele Kreaturen und wenn man die am Anfang noch nicht kennt, muss man die erstmal kennenlernen.
da sie aber, wie du schon sagst, halt einfach mystische Kreaturen sind, die auch dann recht ähnlich sind wie das, was man halt irgendwie immer so kennt. Also der Zyklop, der Felsen wirft, der wirft halt in dem Fall die Kreaturen. Oder die Zombies, die können halt nichts, aber sie sind halt zu dritt. Das sind halt so Fähigkeiten, das merkt man sich. Also da braucht man das Spiel nicht dreimal spielen, das merkt man sich nach dem ersten Spiel, solche Fähigkeiten. Genau, ja. Und das braucht eben auch ein bisschen Zeit, bis man merkt auch, was sind die Kreaturen, die man jetzt gerade in der Situation was bringen, weil eben die haben ja unterschiedliche Fähigkeiten. Die einen können die anderen halt eben mit Stein bewerfen und dann vielleicht vom Brett runterfegen. Andere können sie vielleicht verlangsamen oder ich brauche Kreaturen, die meine eigenen beschleunigen, damit die schneller da zur Party kommen. Und das sind halt so diese Dynamiken, die sich entwickeln. Wo halt keine Session der anderen gleicht und sich dann wieder ein bisschen unterscheidet von der letzten. Mhm. Aber Brettspiele hast du ja nicht immer gemacht. Wie bist du dann eigentlich dazu gekommen auf die Idee, ich will jetzt mein eigenes Brettspiel machen? Ja, also generell, ich bin schon immer ein Spieler gewesen, ob es jetzt Brettspiele, Computerspiele oder Rollenspiele betrifft. Das ist einfach ein Hobby, das nie weniger geworden ist, ob jetzt seit Kind oder auch jetzt noch. Also genau, und da ich auch generell immer viele Ideen habe und auch gern kreativ bin, führt es natürlich von einem zum nächsten, dass man dann irgendwann mal ein eigenes Brettspiel macht. Da geht es, glaube ich, vielen Leuten so. Das Ganze dann nochmal professionell zu machen, ist natürlich dann ein riesiger Schritt, weil da muss man einfach Geld in die Hand nehmen und es ist halt nicht wenig Geld, wenn man es schön machen möchte. Ja, und das sieht man bei dir natürlich auch, dass extrem viel Liebe mit reingeflossen ist und auch wahrscheinlich ein reger Austausch mit der Grafikerin Hannah und Vanessa, wo ihr sicher sehr lange gebraucht habt, bis ihr wahrscheinlich den Stil auch gefunden habt, oder? Wo ihr verfolgen wollt. Ja, genau. Also ich habe eben am Anfang eben mit der Hannah gesprochen, die ist eine Studentin auch in Salzburg. Mhm. Und sie hat halt gleich die Nessin mit dazugehört, also die Vanessa. Oder ja, das ist ihr Kürzel, weil es einfach viel leichter zu merken ist, dieser Name. Ja, ja. Und sie hat gleich dazugehört, weil sie einen recht ähnlichen Stil haben. Ja. Und also natürlich, ich habe hier zwei Studentinnen angeheuert, aber ich bin so glücklich darüber, dass wie toll sie zeichnen. Also das kann man im Vorfeld natürlich, man sieht immer wieder mal ein paar Bilder, die sie gemahlen haben und so, aber wie nachher so viele Bilder am Ende rauskommen und was das für Qualität ist, wie diese Bilder aussehen, ist natürlich, das kann man vorher einfach nicht riechen. Das muss man erraten quasi. Das hat echt gut gepasst mit ihnen. Ja, ich habe das ja auch vor allem über den Channel von Hannah ein bisschen verfolgt und bin auch über Hannah dann an dich geraten. Also es muss nicht immer nur die Brettspiel-Community sein, es kann eben auch die Artisten-Community sein, die einen irgendwie da reinbringt, und wenn man eben die Kunst mag man vielleicht auch die Brettspiele oder umgekehrt. Von daher gibt es viele Möglichkeiten, wenn wir die Leute reinholen. Ich sehe gerade aus dem Chat kommt noch eine Frage. Wie viele Leute haben denn das Spiel entwickelt? Ich. Also natürlich, man braucht natürlich Tester und da kommt natürlich auch viel Feedback zurück, aber generell habe das ganze Spiel eigentlich ich entwickelt. Die Hannah und die Nessie haben halt die Illustrationen gemacht vor allem und das Grafikdesign oder 3D-Effekte, wie ihr vorher auch gesehen habt. Es gibt auch drei so Videoclips, die ein paar bewegte Bilder dazu bringen noch. Auch die ganzen 3D-Sachen hat die Nessie gemacht. Aber das Spiel selbst habe ich entwickelt. Mit dem ganzen Feedback der Tests. Du hast angetönt, 2 Jahre eigentlich hat es so gedauert, von der Idee bis mehr oder weniger zum Produkt. Ins Detail gehen wir nachher noch, aber so en gros. Naja, also bis es jetzt dann tatsächlich dann in Österreich, in der Schweiz, überall ausgeliefert ist, dann wären es dann insgesamt wahrscheinlich etwa 4 Jahre.
aber wie eben auch schon gesagt worden ist, eben, ja, es ist, also für mich, es ist eine ziemliche One-Man-Show. Ja. Es macht halt einen großen Unterschied, ob man 4 Jahre dranhängt, alleine, ob man es mit mehreren Personen dranhängt, ob man das eben Vollzeit dran arbeitet oder ob man neben der Arbeit dranhängt. Ich habe auch die Zeit mitgeschrieben, also zumindest meine Zeit, also nicht die von der Nessie und der Hanna. Und bis aktuell, also bis jetzt sind es schon 2700 Stunden. Und das ist echt nicht wenig. Ja, das ist so viel wie Leute in WoW haben. Nee, nur Spaß. Aber es sind auch schon 20 Jahre mehr. Gefühlt. Okay, wunderbar. Aber das ist natürlich sehr eindrücklich, mal zu hören, eben die kleinen Leute, die auch sowas Großes schaffen können. Es sind nicht immer nur die großen Entwickler, Firmen und Publisher, die da kommen und irgendein Brettspiel nach dem anderen raushauen. Und vieles ist dann auch ein bisschen Einheitsbrei. Und dann kommt eben sowas mit viel Liebe und Leidenschaft daher, was sich ein bisschen von der Menge auch abhebt. Hast du trotzdem irgendwo dich inspirieren lassen? Hast du Brettspiel-Favoriten, die du nennen kannst? Naja, auf jeden Fall. Ja, also zum Beispiel eins meiner Lieblingsspiele, das hat eigentlich, wann die Frage kommt, eigentlich immer wieder auftaucht, ist Agricola. Es ist einfach, das haben wir schon so oft gespielt. Wir haben eigentlich mindestens schon 2 Wertungsblöcke durch. Ja. Und das soll was heißen, gerade bei so einem großen Spiel, das ja doch meistens dann eher 2 Stunden dauert. So ein Partyspiel, das spielt man schnell mal oft, weil es einfach kurze Runden sind. Aber bei so einem großen Spiel, so viele Spiele haben, ist schon was Besonderes. Einfach weil da ein riesiger Wiederspielbarkeitswert ist. Also jedes Spiel ist komplett anders. Man kann so viele Strategien fahren. Und es ist schon super cool. Ja. Aber es gibt halt extrem viele tolle Spiele und man hat auch dann eben viele unterschiedliche Spieler, mit denen man spielt. Das heißt, man braucht auch unterschiedliche Spiele. Und ich habe halt einfach, glaube ich, schon hunderte Spiele gespielt. Also ich weiß, bei den Boardgame Geeks Top 200 Spielen, da habe ich etwa 150 davon schon gespielt. Und das sind natürlich noch sehr viele, die es nicht in die Top 200 geschafft haben. Was aber nicht heißt, dass sie ja trotzdem großartige Spiele sind. Und also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man einfach viele Spiele gespielt hat. Vor allem eben auch gute Spiele, wo man einfach schon Erfahrung gemacht hat mit gewissen Spielmechaniken und wie sie auch sehr gut umgesetzt sind. Ich glaube, wenn ich das mit dem Boardgame Geek noch aufgreifen darf, für die Leute, die das nicht kennen, das ist so die größte Plattform für Bewertungen rund um Brettspiele und auch Kartenspiele etc., wo es einerseits professionelle Rezensionen gibt und natürlich auch private und wo man das dann gewichten kann, Punktesystem von 1 bis 10. 10 wurde, glaube ich, noch nie erreicht. Das wäre mir neu. Und da orientieren sich natürlich viele Leute dran, was sie kaufen sollen, wollen. Die Schwierigkeit dabei ist natürlich, dass die kleinen Spiele nicht so viele Bewertungen bekommen und unter Umständen dann auch ein bisschen runtergezogen werden und nie wieder gefunden werden, auch wenn sie großartig sind, so wie du das angesprochen hast, Clemens. Ist jetzt Magical Friends ist auch schon auf Boardgame Geek? Ich habe noch gar nicht geschaut. Ja, es ist auf Boardgame Geeks, aber das ist eher auch so eine Sache, es ist halt noch nicht erhältlich. Das heißt, wenn es jemand gespielt hat, dann hat er einen Prototypen gespielt oder er hat es einfach gar nicht gespielt, weil er einfach nur irgendein Video gesehen hat. Genau. Und das ist auch generell so ein Punkt, teilweise es gibt halt Spiele, die sind von einem, die sind auf Kickstarter, das hat eigentlich noch keiner gespielt, aber sie haben halt voll die große Wertung, weil sie einfach voll hochgehypt werden. Das macht natürlich eigentlich keinen Sinn. Genau, eben da müsste auch so ein bisschen der Cut sein, dass man sagt, hey, das sind Bewertungen vor der Veröffentlichung, also alles mit Prototypen, mit Testsamples, mit nur Hype-Wertungen. Und dann gibt es noch die reale Wertung, als das Spiel auch rausgekommen ist. Weil so untergräbt man natürlich auch die Chance für so junge Entwickler wie dir, dass man da irgendwo oben aufschwimmen kann. Wenn Leute nur Testversionen gespielt haben, wo vielleicht noch alles schwarz-weiß ist und dann wird das vielleicht noch bemängelt oder so. So jetzt mal als dumme Idee nebenbei. Es ist noch eine Frage hier gekommen. Hattest du auch mal den Gedanken, dich an einen großen Publisher zu wenden?
Tatsächlich ist es jetzt nicht so der Plan gewesen. Das mit dem Publisher ist halt, es ist nicht so leicht. Also, wenn man sich mit dem Thema wenig beschäftigt, kann man das natürlich auch nicht so wissen. Also, normalerweise ist es so, wenn man als Spieleautor zum Publisher geht, hat man einen sehr blanken Prototypen, an dem man einfach mal das Spiel sieht. Man hat Regeln, man kann das Spiel spielen anhand eines Prototypen. Das sind teilweise Karten, die einfach nur handbeschrieben sind. Ja. Und mit dem geht man zum Publisher. Zu dem Zeitpunkt habe ich aber schon daran gearbeitet, auch meine eigenen Illustrationen zu machen. Ja. Und das macht normalerweise der Publisher. Das heißt, ich wäre eigentlich mit sehr viel Kapital im Prototypen eigentlich schon zum Publisher gegangen. Das müsste der einem dann auch ersetzen irgendwie. Ja. Und von daher wollte ich eigentlich den Weg alleine gehen dann erstmal. Weil ich einfach schon einen komplett anderen Weg eingeschlagen habe. Zusätzlich ist es natürlich auch nicht so leicht, bei einem Publisher unterzukommen. Der hat wahrscheinlich tausende Anfragen, oder? Keine Ahnung, in einem Monat. Genau, ja. Weißt du da? Ja, bitte? Ja? Okay. Es ist natürlich auch so, es gibt natürlich größere, kleinere Spiele, auch was die Zeit betrifft. Ein kleines Partyspiel mit 1, 2 Mechaniken ist natürlich viel schneller gemacht, einfacher gemacht. Es lässt sich viel leichter testen, braucht viel weniger Zubehör, als wie jetzt ein großes Spiel wie meins. Und dementsprechend ist es auch leichter, an einen Publisher zu bringen, wenn es kleiner ist, weil auch weniger Risiko dabei ist. Ja. Ja. Vielleicht werden wir dann eher später noch was ansprechen wegen Inlay und solche Sachen. Die machen das auch nicht unbedingt leichter, an einen Publisher zu bringen. Ja, genau, weil wir natürlich dann noch gucken, wie das so drinnen aussieht bei deinem Spiel. Wir können auch jetzt kurz, wir können natürlich jetzt mal kurz wechseln. Da kannst du sagen, was du damit gemeint hast. Ich gucke mal kurz, dass ich das reinbekomme hier. Zum Publisher kann ich nur dazu sagen, tatsächlich habe ich jetzt noch einen gefunden. Also generell, das Spiel wird es ja in Deutsch und auf Englisch geben. Und ich habe auch mittlerweile einen chinesischen Publisher gefunden. Da muss ich mich zum Glück nicht um die Sprache kümmern, das kümmern sie sich drum, aber es wird auch das Spiel dann in Chinesisch geben. Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Publisher nicht gefunden hätte, bevor das Spiel fertig war. Eindrücklich. Das ist krass. Aber eben, dann hast du ja trotzdem irgendwie dich durchgewühlt und bist an Publisher geraten, jetzt halt in China. Wie hast du das dann bewerkstelligt? Ich wüsste nicht, wo ich beginnen würde, mich jetzt hier an irgendjemanden zu wenden. Also tatsächlich war das so, es gibt das Spiel ja auch digital, also auf dem Tabletop Simulator. Ich habe das auf dem Tabletop Simulator hochgeladen. Ja. Ist übrigens ein riesiger Aufwand, wenn man das immer auf 2 Sprachen aktuell halten möchte und immer wieder die Grafiken updatet. Du siehst ja auch, wie viele Standys da drin sind. Ja. Das ist ein riesiger Aufwand, das aktuell zu halten, aber so eine deutsche und englische Version auf dem Tabletop Simulator zu haben, ist super. Zum einen, weil man natürlich auch mit Leuten testen kann, die weiter weg sind oder auch während Corona. Und das ist wirklich super. Und tatsächlich habe ich letztes Jahr in Essen auf der Messe eben auch jemanden von diesem chinesischen Publisher kennengelernt. Ja. Die hatten dann eigentlich tatsächlich keine Zeit, sich den physischen Prototyp anzusehen. Aber ich habe ihnen den englischen Tabletop Simulator, die englische Tabletop Simulator Version geschickt. Und sie haben auch das durchgespielt und mehrmals gespielt und ihnen hat es so gut gefallen, dass sie gesagt haben, sie würden es gerne in ihr Portfolio Angebot aufnehmen, genau. Das ist natürlich ein wunderschönes Kompliment, wenn man sich das so wünscht. Und das sogar, obwohl sie den physischen Prototyp nie gesehen haben. Und gewisse Sachen sieht man auch am Tabletop Simulator nicht, weil manche Dinge einfach nicht gleich funktionieren. Wie du jetzt schon das Bild vorgezeigt hast,
ich habe eben viele Standys. Ja. Das ist auch generell so die größte Schwierigkeit, die ich dann eben festgestellt habe am Spiel. Das war mir am Anfang nie so bewusst, aber ich kenne kein Spiel, das so viele Standys in einem Spiel verwendet. Und ich habe jetzt schon echt viele Spiele gespielt. Ja. Und wenn man so Spiele kennt wie Gloomhaven, wo extrem viele Standys drinnen sind, könnte man meinen, dass man auch mehr Standys braucht. Aber man braucht halt effektiv vielleicht, wenn überhaupt, 10 unterschiedliche Standys in einem Spiel. Ja, man braucht ja die verwendet man halt wieder, dann hat man halt 5 Skelette, aber es ist halt immer das Gleiche. Dann sucht man sich einmal die am Anfang raus. Und bei Magical Friends gibt es halt 50 unterschiedliche Kreaturen und man verwendet 35 unterschiedliche während einem Spiel. Und da braucht es halt was Spezielles, damit man auch wirklich gut damit spielen kann. Und deshalb habe ich ein Inlay dafür entwickelt, damit das halt eben flüssig zum Spielen ist. Und da hast du dir schon früh überlegt, dass du dem Spieler eigentlich das so einfach wie möglich machen wirst, weil ich kenne genug Spiele, die machen das nicht und die verlassen sich darauf, dass Hersteller wie eRaptor ist mir jetzt zumindest bekannt, so Inlays macht, wo man das ganze Spielmaterial dann sortieren kann. Und bei dir ist das ja fast schon bilderbuchmäßig, kommt es daher. Beim ersten Spiel, wohlgemerkt. Ja, genau. Man muss halt auch sagen, also ich würde sagen, es dauert so 20 bis 30 Minuten pro Spieler das Spiel. Und wenn man jetzt sagt, okay, es dauert 1,5 Stunden für 4 Spieler, ohne dieses Inlay wird es wahrscheinlich 2 Stunden dauern. Und mit dem Inlay dauert es halt eben 1,5 Stunden, weil einfach alles aufgeräumt ist und schnell geht. Und ich finde, es macht einfach das Spielgefühl besser, wenn man einfach überflüssige Zeit streicht und einfach den Spielspaß dabei da hat. Ja. Das ist allerdings auch eben nicht nur so eine Schwierigkeit gewesen. Natürlich, ich brauche mehr Platz in der Box für solche Sachen, was wieder schwieriger macht, auch an Publisher zu kommen damit. Es ist natürlich so, dass durch das, dass ich so viele Standys habe, man auch einen Überblick braucht. Das heißt, das Testen ist zum Beispiel auch gar nicht so leicht, wenn alles in schwarz-weiß ist, weil man einfach Informationen dadurch verliert, was ist gerade am Spielplan. Und das war auch eine Schwierigkeit eben mit Hannah und Nessie, weil ich eigentlich regelmäßige, abgedatete Grafiken für alles gebraucht habe, damit man es gescheit testen kann. Ja. Man sieht es auch da hin und wieder, manche Standys haben eine andere Form, also man sieht zum Beispiel die Größe der Kreatur drauf, man hat Informationen drauf, und man sieht jetzt eigentlich die wichtigsten Informationen direkt am Standy auch, und das war auch viel Entwicklung, das da reingeflossen ist. Das kann man ohne weiteres auch erkennen. Wenn wir schon bei Entwicklung und Publisher und so weiter sind, kannst du denn mal in groben Schritten so erklären, wie das abläuft? Von ich habe was irgendwie im Kopf bis ich habe nicht nur einen Prototypen, sondern ich habe das fertige Produkt hinten im Regal. Wie geht das so? Ja, ich hatte, glaube ich, eine ziemlich kreative Phase, weil irgendwie diese vielen Kreaturen habe ich extrem schnell zusammengeschrieben und auch den ersten Prototypen mit ein paar Bildchen, den ich mir so gebastelt habe, der hat eigentlich gleich mal relativ gut funktioniert. Und da waren, glaube ich, auch gleich mal so 25, 30 Kreaturen dabei mit eigenen Fähigkeiten. Ja. Der nächste Schritt ist dann eigentlich das Schwierigste, wo man dann irgendwann sagt, mache ich das jetzt wirklich? Und der war dann eigentlich gesetzt, wie ich dann die Hannah und die Nessie beauftragt habe. Weil, wenn man dann sagt, okay, jetzt nehme ich das Geld in die Hand, dann muss auch was weitergehen. Mhm. Und das ist halt schon, also die Illustrationen sind einfach, da steckt so viel Arbeit drin und dementsprechend ist es auch einfach teuer. Ja, also wenn man sagt, ich mache jetzt 80 Illustrationen in Auftrag, dann ja, das ist nicht so wenig. Ist der Monatslohn schon mal weg.
Nicht nur der. Nicht nur der, okay, gut. Also, liebe Leute, fangt schon mal an zu sparen, wenn ihr ein richtig schönes Spiel entwickeln wollt. Ja, auf jeden Fall. Also, da kommt man schnell mal in den 5-stelligen Bereich, wenn man Illustrationen hat. Okay. Also dann ist auch wirklich sehr viel Commitment dabei. Ich will entwickeln, aber ich will auch was Hochwertiges rausbringen. Dann muss ich halt auch dafür was zahlen. Und jetzt hoffst du natürlich, dass du so wenigstens even rauskommst. Aber so wie es daherkommt, wird das schon krachen. Aber ja, also es ist dann eben viel getestet worden, es ist viel Prototyp gebastelt worden und es ist viel eben mit den Illustratoren gesprochen worden, wie sollen die Illustrationen aussehen, wie soll das grafisch aussehen, weil natürlich soll ja dann eben auch alles auf den Standys gut sehbar sein, auf den Karten, genau. Ja, eben das Layout ist, glaube ich, auch so etwas, wo ich mich ziemlich schwer tun würde, weil wenn ich natürlich das fertige Produkt vor mir habe und so, alles gerade auf einen Blick sehe, dann finde ich das toll, aber wenn ich das entwickeln müsste, eben, dann musst du einerseits hast das Artwork, dass es ansprechend aussieht. Dann brauchst du alle relevanten Informationen, die auf die Karte gehören und die am besten noch nicht irgendwie mit Text zugeknallt sind und darf es ja auch nicht zu viel dessen sein, damit man überfordert ist und eigentlich nur gucken muss und weiß, was man tut. Wie lange habt ihr zum Beispiel für so eine Karte gebraucht, nur schon für das Layout, bis euch das klar war? Also ich glaube, wir haben es 3-mal überarbeitet, das Layout. Ja. Genau. Okay. Ja gut, dann eben halt auch testen oder Spieltesten wahrscheinlich. Funktioniert es überhaupt? Ja. Ich habe gerade noch 2 Fragen haben wir noch. Wie bist du auf die Idee für Magical Friends und How to Summon denn gekommen? Ja, ursprünglich war es eben auch so eine Idee, eben, das ist eher aus dem Rollenspiel gekommen mit dem sozialen Baden und den eigenbrötlerischen Magiern, die immer wieder irgendwie auftauchen. Und es ist aus so einer Idee gekommen von wegen einer Wette, dass die Magier nicht so viele Freunde ranzahlen können wie der Bade und solche Sachen. Also das war eigentlich die ursprüngliche Idee. Die Idee war in dem Fall eben mehr aus der Story heraus als wie von der Mechanik und die Mechanik ist dann dazugekommen. Wunderschön. Würdest du denn auch von dir behaupten, dass du in der Regel in Rollenspielen einen Zauberer oder Magier spielst? Tatsächlich eher die Schurken, Baden, alles andere. Okay, ja, passt ja auch. Passt ja irgendwie auch. Die sind ja auch die ganze Zeit da in der Nacht unterwegs und ich meine, wir sind ja auch unterwegs zu einem Fest, das sich bis in die Nacht durchzieht da im Spiel. Hoffentlich. Genau. Ja, und natürlich dann neben den Illustrationen und so weiter kommt natürlich dazu, dass man sich damit dann anfängt zu beschäftigen, wie das ausschaut wie mit Firmengründung, wie viel Kosten kommen da auf einen zu, was kostet denn überhaupt alles, weil man lernt dann eben auch mit den Herstellern auch viel über das Material. Also ich habe da zum Beispiel auf der Messe in Essen Angebote oder Kontakte zu 17 Herstellern aufgebaut und habe mir da Angebote eingeholt und am Anfang ist man erstmal überwältigt, weil da so viele seltsame Bezeichnungen daherkommen. Wenn man sich das dann mit den Demomaterialien anschaut, dann lernt man eigentlich erst, was für Material da zustande kommt und damit man das auch besser vergleichen kann. Ja. Und dann kommt natürlich auch noch Lieferung, Fracht und Fulfillment Center dazu und Crowdfunding ist überhaupt ein eigenes Thema. Kannst du denn irgendeine Ziffer geben? Es ist die Frage im Chat, 4, 5-stellig haben wir sowieso schon gehört, aber so A bis Z, womit man da rechnen muss, wird es schon 6-stellig? Nein, 6-stellig wird es nicht. Also bei mir sind wahrscheinlich gut, es kommt natürlich drauf an. Ich habe jetzt natürlich dann von Kickstarter natürlich eigentlich schon viel dazu bekommen. Ich glaube, 6-stellig wird es gerade nicht, sagen wir mal so. Also insgesamt mit der Produktion, mit der Fracht und alles drum und dran sind es wahrscheinlich 60.000, 70.000. Wahrscheinlich eher
vielleicht sogar 80.000. So Genau. viel, Leute, kostet ein Traum. Ne? Und es ist halt auch die Frage eben, da sind jetzt die 2700 Stunden von mir nicht mit eingerechnet. Und natürlich kann man viele Sachen auslagern. Zum Beispiel, man kann vielleicht Werbung woanders auslagern. Man kann andere Leute vielleicht die Lieferung und Fracht machen lassen. Also ja, also man kann sicher für viele Leute, viele Sachen auch andere Leute bezahlen und das macht es natürlich teurer. Hast du denn, nur weil du sagst teurer, oder? Das sind aber auch die Ansprüche, die damit in Verbindung stehen. Du hättest natürlich vielleicht, ich sag jetzt einfach mal was, sagen können, ich lager irgendwie Marketing oder das Virtual Tabletop oder was auch immer nach Indien oder China aus. Da ist zumindest bei mir im Kopf, ist so der Gedanke, dass es günstiger ist, wenn ich es auslagern würde. Ja, man muss dazu sagen, also in Österreich gibt es auch Förderungen für ausländisches Marketing, also für das Marketing, was ich zum Beispiel in Deutschland oder auch in der USA gemacht habe oder sowas. Und das ist natürlich super. Ja. Allerdings ist es auch schnell mal teuer. Und Crowdfunding ist recht speziell, weil gerade beim Crowdfunding geht es oft weniger ums Produkt selbst als um den Autor, der dahinter steckt. Oder die Illustratoren, die dahinter stecken. Also es kann eben zum Beispiel sein, sagen wir mal, sowas wie Exploding Kittens. Da geht es halt einfach vor allem sehr viel um den Artist, der das Ganze gezeichnet hat. Also der ist einfach mit einer riesigen Fanbase dahergekommen. Und diese Fanbase, die man aufbaut, ist für Crowdfunding-Kampagnen extrem wichtig. Und Standard-Werbung, die einfach ein Produkt bewirbt, ist jetzt nicht unbedingt das, was wirklich eine Community aufbaut. Und das ist schwer auszulagern. Ja, okay, kann ich irgendwie auch ganz gut nachvollziehen. Und eben auch der Austausch wird natürlich auch ein bisschen einfacher. Jetzt gerade du mit Vanessa und Hannah, beide sind in Salzburg, habt ihr euch natürlich auch unkompliziert mal treffen können, nehme ich an. Einfach mal ins Café hocken und ein bisschen zeichnen, ein bisschen planen oder so. Ist das auch so vonstatten gegangen oder war das wirklich nur professionell per E-Mail und... Nein, also das ist auf jeden Fall super angenehm mit den beiden. Ich mag die beiden auch voll gern. Es ist auch so, dass ich teilweise eben dann auch, ich glaube, du hast die Hannah auch auf einer Messe kennengelernt, weil sie halt eben auch in den Artist-Ständen immer wieder ist. Und ich war teilweise auch mit ihnen hin und wieder auf einer Messe und habe sie einfach auf ihrem Artist-Stand unterstützt. Genauso waren sie dann auch in Essen mit und so weiter. Also das ist natürlich sehr cool und man lebt dann einfach gemeinsam auch an dem Projekt. Also es ist auch eine richtige Freundschaft aus dem Projekt entstanden. Auf jeden Fall. Ah, schön. Das hört man immer wieder gern. Was hat dir denn an der Entwicklung jetzt von Magical Friends and How to Summon denn am besten gefallen? Was hat dir am meisten Spaß gemacht? Ja, also die Kreaturen zu entwerfen und sie dann eben von Hannah und Nessie da auch ins Leben zu bringen, das war natürlich super lustig. Also gerade wenn man dann fertige Illustrationen bekommt und in der Hand halt, so wie man sich vorgestellt hat oder teilweise sogar noch besser, das ist einfach immer ein super tolles Erlebnis, ja. Ja, klar. Es ist natürlich dann auch super, wenn man sieht, wie Leute dran Spaß haben und es einen wirklich Spaß macht, das Spiel zu spielen, die Details sehen, die Mechaniken mögen und solche Sachen, das ist natürlich auch immer super. Welcher Charakter hat dir denn am besten gefallen? Welches ist dein Lieblingsmonster, sag ich mal? Gibt's da eins? Ja, da gibt's schon viele. Gibt's schon viele. Oder Top 3 vielleicht. Warte mal. Musst du kurz durch die Artworks. Wir haben es nämlich gerade erst nochmal besprochen vor kurzer Zeit, weil wir eigentlich das Artbook noch fertig gemacht haben. Ja. Ein Artbook wird es auch geben. Genau, also schön. Das war vor allem für die Kickstarter-Leute. Fehlt doch ein Malbuch.
Würde ich mir auch gönnen, glaube ich. Das wäre so wirklich, Malbuch wäre noch was. Ja, also manche, also zum Beispiel das Einhorn ist ja super. Ich glaube, das war gerade kurz da. Das war sowas, das haben wir angefangen zu zeichnen, haben wir gedacht, ja, das wäre vielleicht lustig, wenn da einfach so ein pummeliges Einhorn am Boden liegt, völlig K.O., weil sie sich überfressen hat, ein Bonbon. und dann haben wir gedacht, irgendwie fehlt da noch ein bisschen Mystery. Und hab dann der Hannah gesagt, wie wär's, wenn da nur ein kaputter Korb ist und vielleicht nur eine Hand am Rand reinragt, damit keiner weiß, was da passiert ist. Aber es ist ein kaputter Korb, es liegt eine Hand da, keiner weiß, was passiert ist. Ja. Und es sind halt solche Details, die da einfach super nett sind. Oder auch bei dem hier mit dem Tod, wo der Gordon Schrumblumm im Hintergrund noch rausschaut aus dem Fenster. Ja, genau. Wirklich die winzigen kleinen Details, die man erst vielleicht beim zweiten Hinschauen dann auch sieht. Aber ich glaube, auch ein riesiger, also super gern mag ich auch den Riesen, der einfach im Spiel einfach andere Kreaturen tragen kann. Und das macht er eben auch in der Illustration. Und da hängen ihm der Greif baut ein Nest auf seiner Schulter, ein Einhorn steckt den Bart und solche Sachen, also richtig, richtig lieb. Ja, es ist sehr, sehr viel Humor auch mit reingeflossen. Also liebe Leute, wenn ihr es euch schon mal vorbestellen wollt, eben es kommt sehr wahrscheinlich im August kommt es raus. Finaler Liefertermin werden wir noch rausfinden, beziehungsweise von dir mitgeteilt bekommen, Clemens. Da kriegst du ja nächste Woche hoffentlich schon die Info. Und dann werden wir das natürlich up to date halten. Momentan ist noch Ende Juli drin. Könnte natürlich auch sein mit viel Glück, dass dabei bleibt, aber gehen wir mal von August aus, oder? Ja. Okay. Also man weiß nie, was für Verschiebungen noch dazukommen. Das ist leider nie ganz so leicht. Nico fragt gerade, ob du auch an der Fantasy Basel mit dabei bist im Mai. Also die Hanna, die war als letztes Mal, weil sie sehr begeistert und hat gesagt, dass sie auf jeden Fall wieder hin möchte. Und generell fände ich es auch cool und würde vielleicht schon auch schauen, dass ich mitkommen könnte, wenn es sich ausgeht. Allerdings nur, wenn es sich dann auch ausgeht. Ja, natürlich. Ja. Also wir würden uns freuen, wir sind ja auch wieder da. Wenn du dann bei uns vorbeischaust oder wir zu dir kommen und du vielleicht mit deiner kleinen Miniaturversion, die du ja hast und vielleicht mal die Kamera halten kannst. Es gibt eine Miniaturversion von Magical Friends and How to Summon Them. Die ist tatsächlich 1:3 und super winzig. Ich mag das. Alles, was so verniedlicht wurde vom Original. Und tatsächlich, es ist auch alles drin. Also jede einzelne kleine Figur kann man benutzen und spielen. Willst du nicht noch eine Reiseversion davon rausbringen, Clemens? Ich befürchte, dass die leider so teuer wird, dass es einfach nicht auszahlt. die 1:3 Version ist teurer als das Original. Ja, das vielleicht nicht, aber für so ein Minispiel halt dann, keine Ahnung, 50 € zu zahlen, ist glaube ich auch hart. Ja, aber ich glaube, wäre schon ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, auf jeden Fall. Wenn du so Fan bist von Agricola, ich meine, würdest du dir nicht so eine kleine Reiseversion davon kaufen wollen? Nein. Das nicht? Okay. Dann nehme ich lieber einen extra Koffer mit. Oh meine Güte. Am besten noch die 15 Jahre Jubiläumsedition. Was wiegt die? Keine Ahnung. 2, 3, 4 Kilo? Keine Ahnung. Nein, tatsächlich, die Prototypen habe ich ja eigentlich, die habe ich alle selber gemacht. Also das ist zum Beispiel auch was man auslagern kann. Ist aber sauteuer. Ich meine, die Prototypen, die kosten mich rein vom Material her etwa 60 € einer. Und ich habe halt 10 Stück davon gemacht. Ja. Und ich brauche für einen von den großen Prototypen etwa 20 Stunden. Das heißt, wie viel Zeit da reingeflossen ist und eigentlich auch gar nicht so wenig Geld. Das kann man natürlich auch auslagern, da kann man natürlich auch Zeit sparen und Geld rauswerfen, sozusagen. Ja, auf alle Fälle. Also, ich meine, den Prototypen, den haben wir ja hier und der sieht eigentlich fast schon aus wie ein fertiges Spiel. Also natürlich sieht man da noch bei der Verpackung, dass er eine
gefaltet wurde und ein bisschen geklebt, aber Genau. eben da sieht man, wie viel Zeit und Liebe da reingeflossen ist. Respekt, auf jeden Fall ein Herzensprojekt, sagt auch Seed Flames. Ja, sieht man an jeder Kante und jeder Ecke. Hast du was sagen wollen, Clemens? Ja, was natürlich dann auch ziemlich toll ist, wenn man das Spiel dann irgendwie fertig ist. Irgendwann ist jetzt dann das Spiel, also das Gefühl gekommen, also es hat eigentlich letztes Jahr auf Essen dann, ist eigentlich wirklich erstmal das Spiel, das Gefühl so richtig angekommen, dass, hey, ich bin jetzt nicht nur mehr ein Spieler, sondern auch ein Designer. Man lernt da eben auch andere Spieldesigner kennen und bekanntere Streamer und so. Und man ist einfach nicht mehr nur der Spieler, der das gemacht hat, sondern einfach, ja, man hat jetzt ein richtiges, fertiges Spiel dann. Und das ist schon ein cooles Gefühl dann, ja. Ja, also genießt du auch ein bisschen diesen Moment, wo man ein bisschen mal endlich im Rampenlicht stehen kann und für die Arbeit und Zeit, die man da reingesteckt hat, auch gewürdigt wird. Ja, und eben gerade eben andere Designer, die halt auch auf Kickstarter unterwegs gewesen sind. Also man hat einfach Erfahrungen gemacht mit denen und man kann sich dann einfach austauschen und man weiß einfach, man weiß, wie es dem anderen dabei gegangen ist. Und das ist einfach, ja, schon ein besonderes Gefühl irgendwie dann, ja. Auf alle Fälle. Nico meint gerade noch, es gäbe sicher Möglichkeiten, dieses Spiel an Lokalitäten in der Schweiz zu spielen. Denkt da an Gamerama und Erupt Lounge. Wäre vielleicht keine schlechte Idee. Das Ding ist, wir haben mit dir ja einen speziellen Deal ausgehandelt. Wir dürfen für dich Magical Friends and How to Summon Them in der Schweiz exklusiv vertreiben. Genau. Schließt natürlich nicht aus, dass über andere Quellen aus dem Ausland das reingeholt wird. Also Ausland, eigentlich aus deiner Heimat und Deutschland vielleicht noch. Wenn aber natürlich ihr da draußen Händler seid oder auch Private oder Distributoren etc., könnt ihr euch sehr gerne an uns wenden. Wir vertreiben das direkt auf unserem Shop. Ist auch von Clemens so abgesegnet, deswegen ist er auch hier. Ich bin auch super glücklich darüber, dass ihr das mit mir macht. Also es ist natürlich für mich sehr viel einfacher. Es ist auch so, Schweiz ist auch was Spezielles, also ich bin sehr froh, dass ich da einen Partner habe, der das macht für mich. Und es ist auch so, wenn man so ein Brettspiel macht, auch im Eigenverlag, es gibt einfach sehr viele Jobs, die man da machen muss. Mitunter eben auch der ganze Handel und Versand und Fracht und Lieferung und solche Dinge und eben auch der Verkauf. Und ich bin eben irrsinnig froh auch, dass der Cyril so viel Zeit mit mir auch verbringt und mir da auch so viel auch Informationen gibt und seine Erfahrungen mitteilt, weil ich über Partner wie ihn eben auch wirklich viel lerne. Und das nehme ich einfach mit zu den nächsten Partnern und es ist super toll, dass wow, vielen Dank. So da darf man auch mal wirklich Danke sagen, Clemens. Es ist natürlich auch nicht immer so selbstverständlich. Ich glaube, es macht es auch ein bisschen aus, dass du halt eben noch kleiner Entwickler bist und sehr nah noch bei den Leuten. Das merke ich auch, das habe ich auch lieber. Deswegen ist auch der Austausch ein bisschen einfacher gefallen und unkomplizierter und wir haben uns da immer ziemlich schnell und rege ausgetauscht. Wenn halt die eben so große Publisher, ich nehme jetzt mal einfach mal Asmodee in den Mund, daherkommt, dann ist das natürlich ein fixfertiges Konstrukt und da läuft das einfach durch einen Prozess durch. Entweder passt es oder es wird halt hinten rausgeworfen, oder? Und das haben wir bei dir nicht gespürt. Danke vielmals dafür, Clemens. Du hast ja nicht mit einem großen Publisher zusammengearbeitet. Was war so die größte Herausforderung jetzt während Entwicklung und Herausgabe von dem Spiel, die du angetroffen hast? Ja, eben wie schon angesprochen, diese vielen Standees, das war eine riesige Herausforderung. Das hat eben das ganze Testen auch so viel schwerer gemacht und die Illustrationen, weil eben mit Schwarz-Weiß, also generell, das macht das Spielen einfach schwerer. Und man weiß auch nie von Anfang an, kriege ich das so gut hin vom Überblick her, von den Symbolen, von den Formen und so weiter, dass man dann auch wirklich gut spielen kann.
Und ich glaube, wir haben das jetzt sehr gut hinbekommen, aber es ist einfach eine Mischung aus extrem vielen. Also an den Grafiken, am Grafikdesign, an den Form der Standees, an dem Inlay und so weiter, die das Ganze erst wirklich spielbar machen. Also ich hoffe, dass sich gerade auch beim Inlay vielleicht manche andere Spiele was abschauen, weil es einfach wirklich cool ist. Ja, aber das war nicht so einfach. Ja. Was auch ein riesiges Ding ist, ich habe es halt auf Deutsch und auf Englisch gemacht und ich habe mir das am Anfang nicht so vorgestellt. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht 20-30% mehr Aufwand, aber ich habe eigentlich den Eindruck, dass es mindestens der doppelte Aufwand ist, das Ganze in 2 Sprachen zu machen. Wer hat denn das eigentlich übersetzt? Also ich habe natürlich sehr viel selbst übersetzt. Ja. Allerdings habe ich natürlich einige Freunde, Bekannte gehabt, die das immer wieder überprüft haben. Gerade die englischsprachigen Sachen. Da habe ich natürlich auch einige Native Speaker dazu geholt. Ich habe zum Glück auch einige Freunde, die halt auch wirklich professionell übersetzen. Mhm. Das ist natürlich super toll, ja. Ja, das ist halt wichtig. Ja, also das kannst du ja auch nicht leisten, da noch die ganzen Schreibfehler oder dann eben auch falsche Übersetzungen habe ich auch schon angetroffen bei Brettspielen, wo halt auch die Mechanik dann ein bisschen verändert wurde, weil es nicht korrekt übersetzt worden ist. Und da kann man sich natürlich ein bisschen sicherer sein, wenn die Zusammenarbeit mit Muttersprachlern und Sprachlerinnen erfolgt. Also wenn man bei dir auf Englisch das Spiel kaufen möchte, dann wird das schon stimmen. Ja. Ja. Aber es ist halt auch also es ist in extrem vielen Art und Weisen ist das einfach richtig aufwendig, weil natürlich man muss halt dann auch die ganze Werbung auch auf Deutsch und auf Englisch machen. Oder gerade für Kickstarter. Ich meine, bei Kickstarter, ich habe jetzt glaube ich etwa 70% deutsche Unterstützer oder deutschsprachige Unterstützer und nur 30% englische. Der Aufwand dahinter war aber ein riesiger. Also es hat sich eigentlich rein ausgezahlt, hat es sich eigentlich nicht, das Ganze auf Englisch zu machen erstmal. Mhm. Ich greife jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber hat es vielleicht auch, war der Hintergedanke dabei, dass du, wenn du wieder mal ein Spiel rausbringen würdest, dann da schon auch im englischsprachigen Raum eine kleine Fanbase hast? War das auch? Ja, auf jeden Fall, aber ich bin eigentlich generell davon ausgegangen, dass einfach viel mehr englische Unterstützer dabei waren. Man muss auch sagen, bei der ersten Kickstarter-Kampagne, wenn die startet, da ist ein Hochgefühl, ja, und dann starten die ersten Stunden und es geht rauf mit den Zahlen und dann war Nacht und wir dachten uns jetzt kommen noch die ganzen englischsprachigen Unterstützer und dann war da fast nix. Das war ein riesiger Niederschlag auf einmal. Ja. Weil es waren halt die Leute, die man braucht hätten, um irgendwie gleich mal über das Funding-Ziel zu kommen. Ja, natürlich. Also es ist ja auch nachvollziehbar oder hast viel Arbeit reingesteckt und es ist dein Ding. Das ist ja auch, wenn man sich selbstständig macht, dann erhofft man sich einen großen Erfolg und dass die Leute einen feiern. Ob man jetzt auch nur schon irgendwie auf YouTube das erste Video hochlädt und dann natürlich hofft, dass gleich 100.000 Klicks draufkommen und alle ausflippen. Na, endlich bist du da. Aber es warten halt da draußen nicht immer alle auf einen. Ja. Dass dann das mit ein bisschen Enttäuschung verbunden ist absolut klar, ja. Und man macht ja im Vorfeld eigentlich alles. Also man kriegt Feedback, man hat jede Menge YouTuber und generell Leute aus der Brettspielszene eben auch die Prototypen geschickt. Wie gesagt, ich habe 10 Stück gemacht, davon waren, glaube ich, 6 englischsprachig und die schickt man halt dann auf Tour. Also die waren echt viel unterwegs, diese Prototypen. Mhm. Und es ist auch nicht gerade billig, die alle in Amerika rumzuschicken und so weiter und so fort. Also ja, und dort waren auch große Reviewer dabei. Also und die Reviews waren auch nicht schlecht. Also ja, man weiß halt nicht, was dann tatsächlich kommt beim Kickstarter. Okay, aber vielleicht kommt ja noch der große Durchbruch im englischen Raum bei dir. Es ist auf jeden Fall jetzt Englisch da und das kann, ja. Hoffen wir natürlich. Wenn ihr
übrigens englischsprachige Version bei uns beziehen möchtet, eben wir haben die Verbindung zum Clemens, könnt ihr uns gerne anschreiben, wen ihr das möchtet. Dann können wir natürlich mit dir nochmal gucken, ob wir auch die englische Version noch bei uns aufschalten wollen, oder Clemens? Ist überhaupt kein Problem, Ist kein Problem. Super. Es haben jetzt auch schon ein paar Leute dir gefollowt, habe ich gesehen. Also ist deine Leidenschaft ist schon bis ins Internet jetzt geflossen. Nico meint noch, Crowdfundings und Kickstarter ist immer ein großer Hustle, großer Aufwand. Musikindustrie auch, wo er zu Hause ist. Würdest du trotzdem wieder Crowdfunding machen? Nach einer Pause auf jeden Fall. Es war halt irrsinnig anstrengend natürlich, gerade das Crowdfunding. Ja. Und Crowdfunding ist halt schon sehr speziell. Also man macht da einfach sehr viel Aufwand nur für die Werbung. Und da gibt es auch einige Dinge, die mir eigentlich gar nicht so gefallen. Also zum Beispiel wird halt viel die Praxis gemacht, dass es gewisse Dinge gibt, die halt nur exklusiv für Kickstarter sind. Und wenn das dann Sachen sind, die einfach im Basisspiel fehlen, das würde ich nie machen. Es kommt aber gut an, was den Verkauf betrifft. Weil die Leute halt das Gefühl haben, ihnen fehlt was. Aber das möchte ich nicht machen. Also ich möchte nicht ein Spiel verkaufen, wo ich das Gefühl habe, das ist nur die Demo, wenn man nicht die ganzen exklusiven Sachen hat. Ja. Und also das muss man im Vorfeld voll durchplanen. Und man muss auch Sachen entwickeln, die dann vielleicht einfach gar nicht produziert werden, was irgendwie ein extra Aufwand ist, der schade ist, wenn er dann einfach verschwendet wird eigentlich. Also das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Es gibt ja diese Goals oder diese Ziele, Crowdfunding-Ziele, keine Ahnung, wenn er 100.000 investiert, dann kriegt er das, 20.000 gibt es das und 30.000 sind alle Figuren aus Kunstharz und so weiter und so fort. Das muss ja im Vorfeld geplant werden in dem Fall, ne? Genau. Da kannst du nicht spontan kommen, ja, okay, wir haben jetzt Millionen schon erreicht, aber jetzt gibt es halt leider nichts mehr. Ja. Genauso, also sowas wie, das wäre für mein Spiel nicht überlegbar, also es ist einfach nicht möglich, dass man bei meinem da die ganzen Standys zum Beispiel in Miniaturen umwandelt. Das sind viel zu viel unterschiedliche. Also müsste ich ein Ziel von, weiß nicht, wahrscheinlich 1,5 Millionen angeben bei Kickstarter, damit sich das irgendwie rentiert, wenn man da 50 unterschiedliche Miniaturen einbaut, dann braucht man doppelt so viel Platz, weil es 3 Kisten sind, wo die dann drinnen einen Platz haben. Und vor allem, wenn ich sowas reinstelle, also ich kann jetzt nicht sagen, ich mache 50 3D-Figuren innerhalb eines Jahres. Die muss ich vorher fertig haben. Oder zumindest schon zu 80% fertig haben. Aber da habe ich es eigentlich schon bezahlt und das Risiko schon eingegangen sein. Also das sind halt Dinge, die ja, wenn das Spiel fertig ist und man es einfach fertig verkauft, ist es sehr viel angenehmer, wie wenn man Sachen plant, die dann vielleicht nie umgesetzt werden. Ich habe nämlich auch mal das war zwar Kickstarter, aber es war an sich dasselbe. Also Crowdfunding gibt es ja noch eine andere Plattform. Ja, jedenfalls war das so ein nicht Richtung Brettspiel, eigentlich Tabletop, hat sich aber sehr stark an Pen and Paper orientiert. Einfach ohne Pen and Paper quasi. Aber der Kern, das USP von dem Spiel war eigentlich, du kriegst, wenn du bei uns mitmachst, kriegst du viel Figuren. Und die haben natürlich im Vorfeld eben alles schon vordesignt gehabt. Und ich habe da auch mitgemacht, weil ich brauche für D&D immer mal wieder Figuren. Bin ich froh, wenn ich von allem etwas 5 habe natürlich. Und dann war die Core-Version, also das Hauptspiel, das war dann so. Und dann gab es noch das wie heißt das? Dingsbums? Match Goals? Ja, genau, Match Goal, Extension, irgendwas. Das war dann, genau, ja. Das passt schon gar nicht mehr in den Rahmen. Das war dann so groß. Und da fragt man sich halt schon, eben, da ist eigentlich schon im Vorfeld so viel Arbeit reingeflossen, da kannst du nur hoffen, dass die Leute das sehen und auch wollen. Ja. Und das Risiko, dass man das nicht unbedingt eingehen will und kann, hast du ja auch bewiesen. Eben, du bist das erste Mal bedauerlicherweise
gescheitert. Hm. Hat aber Aber das vielleicht auch wäre geholfen. eher ein ähnliches Problem gewesen. Zum Beispiel, ich habe es eben schon geplant mit 50 Kreaturen. Und eins der Stretch Goals, es war natürlich ein Fehler von mir, ja. Also man darf bei den Stretch Goals jetzt nichts reingeben, was wirklich, wirklich wichtig ist. Ich bin nur einfach davon ausgegangen, dass wir viel mehr erreichen würden. Aber zum Beispiel wäre da einfach ein Stretch Goal gewesen, 10 zusätzliche Figuren, also von 40 auf 50. Und wenn ich das jetzt nicht, nachdem ich das nicht erreicht habe auch, ich hätte die ganze Box umbauen müssen. Ich hätte alles verändern müssen, wie das, was er eigentlich geplant hat. Deshalb war das jetzt auch beim zweiten Kickstarter alles im Basisspiel drinnen. Und ja, diese Stretch Goals waren dann nur Dinge, die halt eigentlich nicht viel Veränderung zum Basisspiel gebracht. Dann scheint ja das auch ein bisschen die Zukunft zu sein, dass die Leute wollen. Die wollen gleich alles miteinander. Was dann on top kommt, ist schön, aber soll nicht das Produkt an sich verändern. Oder hat das nur jetzt irgendwie sich auf dein Spiel so anwenden lassen? Naja, das ist ja natürlich so, also da hat mir vielleicht die Erfahrung gefehlt. Damit man ein bisschen besser einschätzen kann, wie viel man wirklich auf Kickstarter erreicht. Es ist natürlich auch so, in den 2 Jahren habe ich natürlich sehr viel gelernt. Und die Sache ist, man lernt dann eben auch viel von anderen Leuten. Allerdings lernt man da vor allem von Leuten, die halt Erfolg hatten. Und oft ist es auch so, dass der erste Kickstarter jetzt eigentlich verhältnismäßig okay war. Allerdings der zweite, dritte Kickstarter, der ging extrem gut. Mhm. Und die Erfahrungen, die man dann kriegt von den Leuten, basiert dann oft mehr auf ihre zweite, dritte Erfahrung und nicht mehr auf ihre erste Erfahrung. Und wenn man eben noch unbekannt ist, kann man sich voll viele Sachen einfach nicht erlauben. Man kann nicht schätzen, man erreicht so und so viel. Man weiß es einfach im Vorfeld noch nicht. Man hat noch nicht diese Bestätigung der Spieler, dieser Autor hat schon mal ein cooles Spiel herausgebracht, das ist nächstes sicher auch super. Zu dem Zeitpunkt wissen die Leute es einfach noch nicht beim ersten Spiel. Ja, da müssen sie sich einfach auf dein Lächeln und die schönen Videos verlassen, ja. Genau. Bionic verabschiedet sich noch und fragt, ob er eine signierte Version von dir haben könnt. Können wir nicht noch sowas machen? Da musst du noch vorbeikommen. Also, man kann es. Wann ist eure Fantasy Basel? Die ist vom 18. bis 20. Mai. Ui. Also musst ja eh noch gucken, hast du ja gesagt. Ja, ich glaube, das wird sich schwierig aus. Also, ich weiß nicht, ob es sich dieses Jahr ausgeht. Aber auf jeden Fall, dieses Jahr wird es noch keine Spiele geben. Aber vielleicht könnte man ja machen, dass man nächstes Jahr dann einfach mitkommt und einfach auch Spiele signiert dort. Ja. Oder wenn wir die bei dir abholen, musst du halt sie noch signieren. Ja. Das Blöde ist, er holt sie nicht direkt bei mir. Ja. Genau. Ja, also, das sind nämlich auch solche Sachen. Also, sowas wie signierte Spiele haben auf Kickstarter, das ist ja auch ein beliebtes Stretch Goal. Nur, ich glaube, den Leuten ist da eigentlich nicht so bewusst. Also, sowohl manchen Leuten ist nicht bewusst, wie viel Aufwand es ist, diese Spiele dann zu signieren und extra zu versenden. Ja. Und also den Kickstartern und den Bäckern ist eigentlich nicht bewusst, wie viel da dahinter steckt, dass man solche Spezialsachen immer. Ja, eben, du machst ja eine große Menge, die kommt mit dem Container, jetzt in dem Fall von China. Genau. Und die kommen natürlich nicht zu dir ins Wohnzimmer, Genau. in der Regel. Und da müsstest du ja eigentlich eine Kleinstmenge mit Aufschlag dann nochmal absplitten, die dann zu dir nach Hause kommt und die auch nochmal alle einzeln verschicken. Genau. Also es geht mit dem Container, ein Container geht in die USA und einer geht nach Deutschland. Und von Deutschland werden eigentlich die Spiele versendet. Und ich bekomme natürlich auch, also ich lasse mir natürlich auch eine Palette nach Salzburg schicken, weil es natürlich in Salzburg sehr viele Leute gibt, die das auch haben wollen. Und außerdem, ich brauche natürlich selbst auch einige Spiele. Mhm. Aber ja, also ich zahle dann natürlich den Versand von Deutschland zu mir
Und dann müsste ich es erst recht wieder von mir wieder selbst verpacken und wieder weiter verschicken, aber natürlich einzeln, was natürlich auch wieder weniger effizient ist, und es dann wieder weiter verschicken. Das heißt, man hat eigentlich einen zusätzlichen Versandschritt extra zum Beispiel auch. Dann würde ich sagen, gehen wir wieder ein bisschen zurück zum Spiel. Schwierigkeitsgrad-Thema. Ich finde, also du hast ja einerseits gesagt, dein Spiel ist sowohl ein bisschen ein Familienspiel als auch Kennerspiel. Aber Experten wird es auch nicht langweilig. Wie bemisst man denn den Schwierigkeitsgrad bei einem Brettspiel? Ja, das ist natürlich generell sehr unterschiedlich. Also, wie man es bemisst. Also, beim Designen des Spiels, ich hatte immer recht viel Small World mit im Kopf. Ich weiß nicht, ob du das Spiel Small World kennst, ob du es schon mal gespielt hast. Ja, absolut. Und tatsächlich finde ich eigentlich immer wieder, Small World ist eine spezielle Nische, weil es irgendwie ein bisschen die Brücke macht zwischen Familien- und Gelegenheitsspieler zu Expertenspieler irgendwie. Also es liegt da irgendwo dazwischen. Das ist eigentlich auch bei Magical Friends eher der Fall. Also die Regeln sind jetzt generell nicht sonderlich kompliziert. Man hat die auch recht schnell herinnen. Die Komplexität ergibt sich eigentlich eher durch die Kombinationen der Kreaturen, die man machen kann. Und also wenn man diese Kombinationen nicht so in den Vordergrund hebt, kann man das Spiel super spielen und man hat Spaß dran. Man kann aber auch genaue Kombos zusammenplanen und trickreiche Züge machen. Und deshalb würde ich sagen, es liegt eben also irgendwo zwischen Familienspiel und Expertenspiel. Also für manche Familie ist es vielleicht ein bisschen zu komplex. Für viele Familien wahrscheinlich passt es gut. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, wie viel man spielt in der Familie. Und genauso ist es vielleicht für manche Experten ein bisschen zu wenig komplex, aber für viele ist es auch in Ordnung. Und woran man halt auch immer denken muss, also zumindest bei mir ist es so, ich spiele mit sehr vielen Spielern. Und ja. Also in Salzburg, ich habe da insgesamt halt viele Spielegruppen. Also ich habe da wahrscheinlich 80 Spieler oder sowas, mit denen ich doch recht regelmäßig eigentlich auch Brett spiele. Und da hat man natürlich Leute dabei, die weniger spielen, manche, die lieber die komplexen Spiele spielen. Und es kommt öfter mal vor, dass man halt eine gemischte Gruppe hat und da passt halt Magical Friends auch noch, weil da einfach jeder noch Spaß dran hat. Aber ja, also es ist natürlich wichtig, dass man eben schaut, dass man die Regeln so einfach wie möglich hinkriegt. Das hat jetzt eigentlich noch gar nichts mit der Komplexität zu tun. Ja. Manche verwechseln dann vielleicht, dass ein Spiel, das komplex ist, muss nicht kompliziert sein. Es muss einfach nur interessante Entscheidungen geben. Ja. Und viele vielleicht oder viele Strategiemöglichkeiten haben. Das macht die Komplexität aus. Aber generell ist es nie schlecht, wenn ein Spiel einfach ist. Und das ist auch beim Entwickeln der Regeln natürlich der Fall gewesen. Komplexer zu machen ist immer leicht. Es einfacher zu machen und simpler an einigen Stellen zu machen, das ist die Schwierigkeit. Ich finde, das hast du mit, wie war das, kompliziert und komplex? Ja. Gesagt hast, für dich interessant. Eben bei deinem Spiel gibt es eigentlich die enorme Tiefe, indem man schon vorausdenken kann, welche Kreaturen nehme ich im nächsten Zug, womit kann ich meine Mitspieler irgendwie behindern, wie verschaffe ich mir die Vorteile, welche Route gehe ich, etc. Und trotzdem ist die Anleitung bei dir ziemlich kurz. Und da würde ich eigentlich fast sagen, dass es eben eine gute Anleitung ist, weil das Spiel einen gewissen Grad an Komplexität bietet. Und trotzdem hat man das Spiel in seiner also in seiner Grundform ziemlich schnell begriffen. Wie schwierig war denn das eben, das zu kürzen? Weil ich kann mir vorstellen, die erste Version war irgendwie 50 Seiten. Nein, aber also die Sache ist die, man schaut halt dann immer wieder Regeln an, die nicht so gut funktionieren und man muss halt auch schauen, also hin und wieder muss man einfach sich von Regeln lösen und die verabschieden und manchmal findet man eine leichtere Möglichkeit dafür und die leichtere Möglichkeit löst vielleicht auch andere Probleme.
Aber wie du gesehen hast bei der Anleitung, eben viel passiert durch die Kombination der Kreaturen. Deshalb habe ich auch am Schluss dann eben auch so ein FAQ für Spezialfälle. Weil einfach durch gewisse Kreaturenkombinationen gewisse Fragen auftauchen, die ich hoffentlich zu einem großen Teil abgedeckt habe. Aber gerade wenn es dann nochmal 100, 200 Spieler mehr spielen, wird es sicher noch die ein oder andere Frage geben, die vielleicht nicht abgedeckt ist, aber da muss man durch. Da muss man durch. Ja, sonst gibt es ja immer noch Hausregeln, oder? Ja. Ich finde, da muss man auch nicht immer so kompliziert machen und dann dem Hersteller oder dem Entwickler noch schreiben, nee, wie war das gedacht? Und natürlich gibt es auch Boardgame Geek. Also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber immer wenn ich irgendeine Spielregelfrage habe und die mal kurz google am Handy, man kommt eigentlich fast immer auf Boardgame Geeks, auf irgendeinen Foreneintrag, wo eigentlich die Frage erklärt wird. Sehr und oft, ich werde natürlich da auch regelmäßig reinschauen und wenn da auch irgendwelche Fragen stehen, werde ich die natürlich auch beantworten. Das ist ganz klar. Super. Also wenn unsere Leute, wenn ihr Fragen habt, während dem Spiel, dann wenn es draußen ist, dann einfach boardgamegeek.com und dann schreibt euch der Clemens zurück, wie das so läuft. Man kann mir natürlich auch jederzeit ein E-Mail schreiben, ist natürlich auch klar. Okay. Die hast du ja auf der Webseite von dir, gell? Magical Friends. Punkt. Magical Friends, ich muss immer wieder kurz nachschauen. Magical-friends.com. Da kommt man zumindest auf die Landingpage und auf die anderen Sachen. Okay. So. Ja, und vor allem findet man meine E-Mail-Adresse. Sehr schön. Ich habe den Link gleich mal noch in den Chat getan. Du hast noch angesprochen, eben du hast das Spiel auch auf den Tabletop-Simulator aufgeladen. Genau. Wird das Spiel auch, wie zum Beispiel jetzt das bei Gloomhaven der Fall ist und auch bei anderen Spielen, mal in Zukunft vielleicht noch online verfügbar sein? Ist das ein Fokus, den man heute in Betracht ziehen muss? Also auf Tabletop Simulator ist es eben da. Das ist einfach eine Workshop-File, man braucht einen Tabletop Simulator dazu und man kann es da gut spielen. Ich habe natürlich auch geschaut, dass es da auch einige Buttons gibt, die das Ganze erleichtern. Allerdings geplant, dass es jetzt wirklich eine richtige digitale Version gibt, ist aber erstmal noch nicht. Also da müsste es schon deutlich bekannter werden. Da bräuchte man wahrscheinlich noch 2, 3 Auflagen, bevor das an so einer Stelle ist. Könnte man dann natürlich machen. Aber es ist noch nicht geplant. Okay, gut. Hast du bei Magical Friends and How to Summon Them irgendwie im Hinterkopf auch noch die Thematik bezüglich Gleichberechtigung, Vielfalt und Inklusion mit begleitet in der Entwicklung? Also generell muss man sagen, es ist insgesamt ein schönes Ding beim Brettspielen, weil das einfach ein Hobby ist, wo sich wirklich jeder drin finden kann. Also es gibt dort alle möglichen Personen, Berufsgruppen, die das spielen und auch Altersgruppen. Und Brettspiele ist da einfach generell ein super Hobby dafür. Mhm. Bei der Gestaltung selbst haben wir jetzt nicht speziell versucht, irgendwelche Quotas zu erreichen oder sowas, aber auch versucht, etwas Vielfalt reinzubringen. Vielleicht hast du es auch gesehen, zum Beispiel, es gibt so üblicherweise männliche Monster. Also ich weiß nicht, wie oft man jetzt irgendwelche weiblichen Kobolde oder Goblins sieht. Man sieht die irgendwie doch immer nur männlich. Mhm. Aber zum Beispiel bei uns gibt es eine Goblinin und eine Koboldin. Ja, also wir haben schon versucht, das hin und wieder wo reinzubringen, aber keine speziellen Quotas zu reinbringen. Okay. Ich wollte nur fragen, also bei mir privat ist das jetzt auch nie groß ein Thema geworden. Ich hätte auch nie irgendwie mitbekommen, dass jetzt da Leute auf die Barrikaden gehen, weil, keine Ahnung, zum Beispiel die non-binäre Endung mit Y oder so nicht in der Anleitung ist. Mhm. Aber trotzdem ist die Thematik, wird halt immer wieder größer und deswegen wollte ich das mal abklären. Aber da hat da wenigstens mit den Figuren ein bisschen Diversität reingebracht und das finde ich auch sehr gut gelungen. Ich finde auch, also die Kobolde und Goblins, die müssen sich ja auch vermehren. Genau. Irgendwie muss ja das passieren, oder? Oder es können natürlich auch magisch Vor allem, sein. wenn so viele Helden unterwegs sind, braucht man erst recht viele neue Goblins. Ja, richtig. Magical Friends ist ja auch nicht nur unterhaltsam, sondern auch
wie ich finde, ein bisschen lehrreich. Welche Moral möchtest du denn mit dem Spiel vermitteln? Oder, keine Ahnung, ein Lehrsatz oder sowas. Hast du da was im Kopf? Also generell ist es wahrscheinlich eher auf der unterhaltsameren Seite als auf der lehrreicheren Seite. Das Einzige, was natürlich lehrreich ist, ist wie halt jedes Strategiespiel generell. Sie versuchen neue Strategien zu überlegen, kreative Züge zu machen und effektive Züge zu machen. Das ist generell einfach was man bei Brettspielen gut lernen kann. Natürlich ist es auch so, dass ich natürlich sehr viele Fantasy- und mythische Sachen reingebracht habe. Also ja, es werden halt so Dinge kommen halt vor, wie zum Beispiel die Harpie, die wird eigentlich in den Mythologien und was man auch immer so wieder liest an Geschichten und so weiter, als verrückte oder Furien oder also verrückte Kreaturen dargestellt. Und zum Beispiel ist auch unsere Harpie verrückt. Also die hat ein Nest und hat ein Krokodil und Socken drinnen, weil sie einfach alles zusammensammelt und hat ein bisschen einen speziellen Blick drauf und so. Also, ja. Genau. Oder zum Beispiel, wie wir es jetzt gerade beim Greifen sehen, die Greifen sind tatsächlich einfach auf extrem vielen Wappen drauf und komischerweise immer genau in dieser Pose. Ja, solche Dinge die kommen halt vor und ja, man kann sich vielleicht überlegen, warum ist denn das Bild jetzt so oder so und man erfährt vielleicht ein bisschen mehr darüber. Ja. Ah, sehr schön. Ansonsten von der Moral her, es liegt halt ziemlich stark zwischen süß und fies. Ja. Ich glaube, die Moral, die man da finden kann, ist vor allem, dass man nicht alles zu ernst nehmen sollte. Und das finde ich aber eine wunderschöne Moral und die sollten wir uns alle mal wieder hinter die Löffel schreiben. Nicht alles so ernst und eng sehen. Wir haben genug Probleme im Alltag, da können wir uns eben mit so einem schönen Spiel wie Magical Friends and How to Summon Them auch mal wieder gut ablenken. Und wenn ihr es kauft, guckt euch bitte die Bilder auch ganz genau an. Eben, der Clemens hat schon angetönt, da gibt es ganz viele kleine Details zu erhaschen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Methoden noch angewandt, um irgendwie den Erfolg zu bemessen? Oder hast du einfach das zu den Testern geschickt und den Reviewern und gewartet, dass die sagen, ja, super, muss raus? Ja, es ist natürlich viel vom Feedback hergekommen. Ansonsten spezielle Methoden habe ich jetzt nicht groß angewendet. Man muss auch sagen, also ich finde, dass Magical Friends schon ein ziemlich einzigartiges Spiel ist. Das hat es aber auch natürlich schwerer gemacht, das Spiel zu vermarkten, weil es natürlich nicht vergleichbar ist mit anderen Spielen. Ich vergleiche es immer wieder gern vom Spielgefühl her wie Small World. Allerdings ist das Spiel komplett anders. Also man macht was anderes im Spiel, aber es ist halt so, von der Komplexität ist es ähnlich, von der Interaktion ist es ähnlich, es ist relativ chaotisch, es ist wenig Platz und man muss sich eigentlich ein bisschen miteinander rangeln und so. Also von dem her kann ich es ein bisschen vergleichen, aber es ist kein Rennspiel wie irgendwelche anderen Rennspiele, es ist viel strategischer. Mhm. Genauso eben mit den ganzen Standees, das gibt es so eigentlich nicht. Also es ist wirklich schwer zu vergleichen und von dem her ist es einfach zumindest ein einzigartiges Spiel. Es ist nicht der nächste Monopoly-Abklatsch oder Franchise davon, dass es einfach drüber setzt oder so. Es ist wirklich ein besonderes Spiel. Von daher denke ich mir, es hat einen Platz in jedem Brettspiel. Hat es. Ja, in unserem hat es ja schon Platz gefunden. Schön prominent. Wo es hingehört. Gibt es denn irgendwelche Trends, die sich abzeichnen jetzt in Zukunft bei Brettspielen, wo du gedacht hast, da gehe ich schon mal vielleicht in eine Nische? Irgendwelche Entwicklungen, die du auch auf Messen jetzt festgestellt hast? Wohin bewegen sich die Brettspiele aktuell und in naher Zukunft, sage ich mal? Also generell habe ich den Eindruck, das Nerdtum wird eigentlich schon ein bisschen größer. Also ich habe den Eindruck, dass auch Brettspiele und Gaming im Generellen irgendwie beliebter werden. Und das finde ich auch super, weil es eben ein tolles Hobby ist. Es ist ein Hobby, das nicht teuer ist, es ist sozial und man lernt einfach viel draus. Das finde ich gut.
und ich habe auch, wie gesagt, den Eindruck, dass es wächst. Es kommen aber auch echt viele Spiele auf den Markt und es ist nicht so leicht, da wirklich einen Überblick zu bewahren. Es ist auch super, wenn ihr so einen Stream habt wie jetzt, weil dann kann man sich ein bisschen ein Bild machen, was da so dahinter steckt also bei den Spielen. Und man weiß dann auch, ob einem sowas gefällt oder nicht oder ob man lieber zu einem anderen Spiel greift. Okay, aber jetzt nicht irgendwie einen großen Wechsel. Wir spielen Brettspiele nur noch in Verbindung mit der App oder jedes Brettspiel braucht nur noch Kunstharzfiguren. Da nichts von. Ja, also ich habe den Eindruck, dass Miniaturen sehr beliebt werden. Ja. Ich selbst als Spieler finde sie nicht immer praktisch. Also ich finde, es macht nicht unbedingt ein Spiel besser, nur weil Miniaturen drinnen sind. Das mit den Apps und so. Also ich finde, es gibt nur wenig Spiele, wo die App wirklich toll ist. Aber das Schöne ist halt, mittlerweile gibt es halt doch auch schon recht viele Spiele, die es auch tatsächlich recht gut machen. Und deshalb ist es super, wenn die Leute viele Spiele spielen, weil dann lernt man halt auch, das eine Spiel hat was besonders gut gemacht, das andere Spiel hat etwas besonders gut gemacht. Und da sollte man sich auch ein bisschen mal abschauen und lernen davon. Wirst du auch von dir selbst lernen? Dürfen wir in der mittelfristigen, nahen Zukunft noch Innovationen, Veröffentlichungen von dir erwarten, Clemens? Ja, also ich bin mir sicher, ich brauche nachher erstmal ein bisschen eine Pause, weil es ist echt sehr anstrengend. Aber Ideen habe ich auf jeden Fall. Also allein schon die Erweiterung, also für eine Erweiterung sind schon sehr viele Ideen da. Okay. Ich glaube, man kann sich schon ein bisschen was vorstellen, wenn ich sage, der Titel wird wahrscheinlich sowas sein wie Magical Friends, mehr Freunde für mehr Geld oder so. Ah! Das heißt, man kann dann vielleicht auch noch Söldner anheuern, die man als Freunde ausgibt. Ah, sehr schön. Genau, ja. Da möchte ich dann vielleicht auch etwas... Also, wie du ja schon mitbekommen hast, gibt es eigentlich keine verdeckte Information bei Magical Friends. Man hat eigentlich immer alles offen, was an Information da ist. Und bei der Erweiterung hätte ich ganz gern noch viel mehr Artefakte gemacht, die man eben fürs Bieten einsetzt, um die Kreaturen zu ersteigern, was ja eigentlich beim Spiel passiert. Und das würde ich gern mit einem Draft-Mechanismus machen. Ich finde, das macht natürlich ein Basisspiel eben wieder ein bisschen komplexer. Ja. Und ist vielleicht für manche Leute ein bisschen zu viel für so ein Basisspiel, aber bei einer Erweiterung finde ich es super. Also ich mag das extrem gern, dieses Draften, weil man beim Draften selbst schon viel Strategie mit dabei hat. Und es gibt halt dann beim Spielen gibt es dann eben eine verdeckte Information. Man weiß nie genau, was hat der andere noch. Ich weiß, der hat mal die oder die andere Karte weitergegeben bekommen und ich habe sie dann nicht mehr gesehen. Vielleicht hat genau der die Karte. Ich mag Draft-Mechanismus sehr gern. Ah, cool. Aber das ist jetzt noch nur in deinem Kopf, da existiert noch gar nichts dazu. Nein. Okay. Ja gut, jetzt muss ja erstmal das Grundspiel auch Hannah rauskommen. und Nessie brauchen erstmal eine Pause, weil da gibt es uns wieder viel zu zeichnen für die beiden. Ja, die brauchen vielleicht auch mal eine Pause. Ja, die haben ja ganz viel jetzt zeichnen dürfen für dich und für das Spiel Magical Friends and How to Summon Them. Lieber Clemens, möchtest du noch was anfügen? Ja. Also generell habe ich natürlich auch noch andere Ideen für Spiele auch. Ja. Und der konkreteste Plan, wo ich eigentlich schon irgendwann noch was machen möchte, ist ein Worker-Placement-Spiel mit Verrätern. Das heißt, spannend. Das heißt, man hat Worker, ja, aber unter diesen Workern befinden sich halt Spione von anderen Spielen. Und die gilt es halt rauszufinden und solange man das auch nicht tut, bekommt man immer wieder ein paar Nachteile oder die anderen klauen was von dir und am Schluss sollte man sie schon irgendwie nun entfernt haben. Das klingt spannend. Endlich mal ein neues Worker-Placement-Spiel. Ja, genau. Die spielen sich ja in der Regel fast immer gleich. Genau, und deshalb ist es zum Beispiel auch so ein Spiel, also gerade Worker-Placement, Agricola ist halt für mich ein richtig gutes Worker-Placement-Spiel. Und gerade Worker-Placement-Spiele sind teilweise so ähnlich, dass man
wenn man die Wahl hat zwischen 2, 3, nimmt man halt das, was einem am besten gefällt, und die anderen spielt man halt dann nicht so oft. Richtig, richtig. Gut, haben wir noch Fragen aus dem guten Chat hier bei uns? Dann dürft ihr die uns jetzt gerne noch stellen, dem guten Clemens. Clemens, vorneweg, ich danke dir schon mal ganz herzlich, dass du mitgemacht hast bei dem Interview. Ich gucke mal, ob wir es vielleicht auch dann. Sehr gerne. Ob wir es hinkriegen, vielleicht auch mit dir noch eine Session zu spielen, aber das wird wahrscheinlich dann erst nächstes Jahr passieren und sonst gucken wir mal, ob wir intern was zustande bekommen. Ihr dürft... Also generell ist geplant, dass wir jetzt dann einen Livestream haben werden am Tabletop Simulator. Ja. Auf Deutsch. Theoretisch wäre noch ein 5. Platz frei. Oh, okay. In Salzburg. Nein, das wäre online. Ja, hast du ja gesagt. Online. Genau, das wäre online. Aha, okay, gut. Da werde ich wahrscheinlich jetzt dann in der nächsten Woche oder so einen Newsletter und auch auf Kickstarter ein Update reingeben, wann der Termin sein wird dafür. Ja. Könntest natürlich auch das 1 Million Euro Goal machen, dass man da mit dir im Livestream mitspielen kann. Der 5. Slot. Ja, jetzt bräuchte ich nur noch einen weiteren Kickstarter, damit ich das einführen kann. Ja, kannst du nochmal neu starten. Das lassen wir jetzt schön bleiben. Gut. Aber wie gesagt, sowas wie mit euch jetzt das Interview oder auch eine Spielrunde, das macht ja auch Spaß. Und auf alle Fälle. Also da könnte sich durchaus eine Spielrunde mal ausgehen. Ja, ich würd sagen, das würde auch Sinn machen. Dann verstehen die Leute auch mal noch im Detail, wie sich das Magical Friends and How to Summon denn so spielt. Falls ihr da draußen euch für das Spiel bereits schon brennend interessiert, einerseits gibt es bei uns auf brack.ch das bereits zu kaufen und andererseits könntet ihr euch natürlich informieren auf der Webseite vom guten Clemens auf www.magical-friends.com und da auch ein bisschen reingucken in die ganzen Details. Da gibt es auch wunderschönes Artwork von der Hanna und der Vanessa zu bestaunen und Videos zu gucken, die ihr jetzt bei uns während dem Interview schon mitbekommen habt. Es gibt dort auch den Link zum Kickstarter selbst und dort findet man wahrscheinlich die meisten Informationen zum Spiel, auch eben auch Videos mit Regelerklärungen und so. Wunderbar. Clemens, ein paar letzte Worte, um die Leute zu begeistern für Magical Friends? Ja, Magical Friends ist auf jeden Fall ein sehr besonderes Spiel mit sehr viel Interaktion. Ihr werdet euch gegenseitig viel auf die Mütze geben und viele kleine Kombos machen. Wirklich tolles Spiel. Danke vielmals. Herzlichen Dank, Clemens, an dich für das wundervolle Interview. Auch euch da draußen im Chat, die ihr dabei wart. Das Video gibt es natürlich später auch im VOD zu gucken. Einerseits auf Twitch bei uns auf twitch.tv/brack.ch und auf YouTube brack.ch Gaming wird es das ebenfalls zu sehen geben. Und dann sehen wir uns gleich, also du und ich, Clemens, wir quatschen da nachher noch mal ein bisschen, wenn das Ending vorbei ist. Und wir sehen uns nächste Woche wieder am Montag für den Podcast. Ganz herzlichen Dank an euch. Danke, Clemens. Danke auch. Und dann tschüss zusammen. Macht's gut. Ciao.